Es ist Donnerstag, der 18. Juni. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Losungswort 1. Mose 6, 22. Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Und dazu ein sehr berühmtes Wort, Hebräer 11,1 als Lehrtext. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aus dem Alten Testament haben wir jetzt das Stichwort Gehorsam, aus dem Neuen das Stichwort Glauben. Zusammengesetzt gibt es Glaubensgehorsam. Das darf man sicher kombinieren, denn Glauben ist ja Gehorsam. Gehorsam vor Gott ist ja Glauben. Sie sind zusammen verbunden wie Wort und Tat. Eben, Gott Gebot, Noah Tat. Tat alles. Er hat auch das da, was ihm vielleicht zuerst ein bisschen sinnlos ist vorgekommen. Aber er hat geglaubt, dass das Sinn macht. Gehorsam und Glauben sind verbunden wie Körper und Seele. Das eine ist das Sichtbare, das andere ist das Unsichtbare. Die kann man nicht trennen. Der Glaube oder eben das Vertrauen, wie man auch sagt, sind auf eine Art, wenn man jetzt mal auf den Weg geht, wie eine Einbahnstrasse. Du gehst dort rein, du gehst gleich weiter und eigentlich umkehren auf diesem Weg kann man nicht ohne Kollisionen. Es ist ein richtiger Systemwechsel. Halbheiten sind hier sinnlos. Es gibt ja Bauruinen, vielleicht habt ihr auch schon gesehen, wie man bauen jetzt müssen unterwegs lassen, vielleicht wegen Geldmangel oder was auch immer. Und genauso gibt es auch im Glauben Bauruinen, so Glaubenswege, die sie angefangen wurden und irgendwo auf halbem Weg abgebrochen. Es ist kein schönes Bild. Es ist fast so, wie wenn es heissen würde, Noah tat fast alles, was Gott gebot. Zum Beispiel hätte er können sagen am Schluss, wir nehmen jetzt gleich noch ein paar Leute mit. Der hat ein Zeug an Bord gehabt. Schlimmer als Corona. Das ist genau die Seuche, wegen der Gott hat gesagt, die Menschheit kann man nicht mehr verändern. Jetzt ist sie am Nullpunkt angekommen. Oder er hätte sagen, jetzt habe ich so eine grosse Bütze gehabt, jetzt soll ich den ganzen Kahn noch von oben bis unten verpichen, also ich glaube, auf das verzichte ich jetzt. Und sie wären untergegangen. Man sagt im Welschen, «L'appetit vient en mangeant», das heisst, mit dem Essen kommt der Appetit und so ist es so mit dem Glaubensweg. Zur Ermutigung kann man sagen, der Anfang ist schwer, aber es wird nachher besser. Man wird immer besser verstehen, warum man überhaupt auf diesem Weg ist. Und wird durch das auch immer motivierter sein. Wir haben auch mit nichts angefangen, wo wir vor 20 Jahren aus dem Pfarrhaus ausgezogen sind. Ins Nachbarhaus, wo uns eine Familie vom Brüderverein angeboten hat. Dort war früher ihr Versammlungsort. Wir sind ausgezogen, weil dann zumal Denkmalpflege noch nicht grün denken konnte. Es war verboten, das Pfarrhaus zu isolieren. Und als dann mal ein Sohn 5-mal eine Mittelohrentzündung hatte im gleichen Winter, haben wir gesagt, jetzt muss einfach etwas gehen. Mittlerweile hat man in diesem Amt auch umgedenkt, das haben wir dort mitbekommen. Aber das war einer der Hauptgründe. Und wir wollten natürlich nicht zusammenfüsslich in ein Abenteuer hineinkumpen, weil es ist recht eine grosse und auch kostspielige Sache gewesen. Und darum haben wir unsere Freunde zusammengerufen, die wir mit ihnen schon im Gebet verbunden waren, und haben einen Abend Gebetseindrücke gesammelt. Und es waren alles zusammen eindrückliche Beispiele gewesen, dass Gott uns dazu grünes Licht gibt. Aber das grösste Wunder ist ja dann noch bevorgestanden, und das hat ja auch gezeigt, sie haben richtig gehört, weil die Bank hat uns, wir haben kein Geld ansammeln als 10-köpfige Familie, trotz unserer finanziellen schmalen Basis grünes Licht geben. Ohne so eine innere Gewissheit sind solche Schritte tollkühn. Sie sind halsbrecherisch. Aber Glaubensschritte sind das nicht, weil die sind sehr vernünftig. Der Noah war nicht unvernünftig, sondern er ist der Einzige, der etwas Vernünftiges gemacht hat in dieser Zeit. Wenn man die Hintergründe kennt. Und ja, er hat die Hintergründe kennt. Die Hintergründe waren, es wird
einen Klimasystemwechsel geben. Der wird nicht mehr durch die Augen genetzt werden, sondern der Wassergürtel, der ob der Atmosphäre war, wird zusammenbrechen. Es wird einen Neustart geben in der Menschheit und von dann an wird das System über den Regen laufen und demzufolge auch einen Regenbogen ermöglichen. Das natürlich als das Gericht über die dann zumal bestehende Menschheit. Aber mit sehr langen, sehr weitreichenden Folgen, selbst für das Klima und für die weitere Entwicklung der Menschen. Dazu habe ich viel gesagt auf der DVD Urgeschichte, wo die interessanten Zusammenhänge ausleuchtet, die man bestellen kann hier über diese Homepage. Gottes Reden muss eben deutlich mit Übereinstimmung erfolgen und dann begibt man sich nicht einfach auf das Glatteis. Weil der Noah das Gesamte begriffen hat, hat er nichts rausgelassen. Das Werk ist immer vernünftiger geworden, je länger es fortgeschritten ist drinnen. Es ist immer logischer geworden, dass das, was Gott tut, seine guten Gründe hat und dass seine Ziele eben genau aus diesem Grund nachvollziehbar sind worden. Weil es hat sich abzeichnet, die Menschheit steht auf gegen das Wort von Noah. Die Menschheit weist die Einladung zu der Rettung ab. Es ist eine ganze Menschheit, die die Einladung ablehnt. Und da hat der Noah gemerkt, es ist eine verlorene Welt. Es gibt nur noch eins. Ein Boot muss den Glauben noch retten, was es noch gibt, der einzige. Kein Mensch ist also darauf eingestiegen. Der Ezechiel im Kapitel 14, Vers 14 hat das bestätigt. Wenn noch der Noah wäre, der Hiob und noch der Daniel, das waren so Einzelkämpfer, die heutige Generation würde auf keinen von denen hören. Sie würden vergeblich predigen. Genau das hat der Noah erlebt. Und mehr noch, es hat geistlichen Widerstand gegeben, es war eine geistliche Kampfsituation. Aus diesem Grund heisst es ja nachher beim 1. Petrus 3, 19 und 20, Jesus ist, nachdem er gestorben ist, ins Gefängnis abgestiegen zu den Geistern, die ungehorsam waren zur Zeit von Noah und hat ihnen predigt. Mit anderen Worten, sie haben jetzt nochmal eine Predigt gehört, auf Noah haben sie nicht gehört. Wir hoffen doch sehr, dass sie auf die Predigt von Gottes Sohn haben gehört. Die Hauptaufgabe war in all dem, die Menschen herauszufordern. Es war ein Bussruf, es ist um die Rettung der Menschen gegangen. Die Menschheit ist an einem unsichtbaren Faden gehangen. 8 Personen, ein dichtes Boot, Vorräte mussten herbeigeschafft werden, all das. An dem ist die Menschheit gehangen. Dies und meins Fortbestehen geht zurück auf Noah, sein Glaubensgehorsam. Der Faden ist unsichtbar und es heisst eben, nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Der Glaubensgehorsam ist schlussendlich der unsichtbare Faden, ist das rettende Element. Und ein ganzes Jahrhundert Arbeit, geht man davon aus, ist so entstanden. Heute leben wir ja auch wieder in den Tagen des Noah, wo Jesus gesagt hat. Er hat die erwähnt und hat gesagt, das ist wie der Trailer von der Weltgeschichte. Genauso wie man es dann schon mal gesehen hat, so wird es nachher noch viel ausführlicher, viel umfassender. Man kann sich das zwar gar nicht vorstellen, aber bei einer weiter fortgeschrittenen Menschheit, bei einer umfassenderen Menschheit geschehen, nämlich als Endzeit. Es ist eine prophetische Vorwegnahme, was man beim Noah gesehen hat. Damals waren es ja Tausende von Balken, die dann schlussendlich 8 Menschen gerettet haben. Schön zusammengefügt zu einem Boot. Später waren es dann nur noch 2 Balken, einer zu hohem und der andere der Breite nach, aufgestellt. Jesus ist dran gehangen. Das ist die Rettung für die neue Menschheit. Es ist die Botschaft vom Kreuz. Tun wir alles, was uns möglich ist, für diesen Menschen nochmal das Element, das Einzige, was sie retten kann, den unsichtbar, aber unreissbaren Faden bekannt zu machen. Wollen wir Botschafter sein für das? Und auch hier bestätigt sich in der heutigen Zeit, es schlägt einem ein raucher Wind entgegen. Der eingeschlagene Glaubensweg bestätigt sich genau dadurch, dass man heute überall Kreuze entfernen von den öffentlichen Plätzen wie Schulen oder Gerichtssäle. Wir wollen das Kreuz nicht mehr sehen.
Es ist eine Gefahr für die Einheit der Menschheit. Plötzlich gibt es noch Zoff mit anderen Religionen, nur wegen so einem Kreuz, wegen so einem alten Zopf. Genau wie dann ist es auch heute eine Frage, die die Geister scheidet. Die Bestätigung von der Wahrheit kommt ja auch auf die negative Seite, wie ich schon gesagt habe. Es zeigt sich ja. Es zeigt sich heute mehr denn je, wie umstritten das Wort ist und wo wir als Menschheit hergekommen sind, dass wir das nicht mehr hören. Dass wir mit dem nicht mehr anfangen können. Es ist unglaublich. Aber die andere Bestätigung ist noch viel schöner. Die es hören und die sagen, okay, ich hänge mich an den unsichtbaren, aber unreißbaren Faden. Ich nehme die zwei Balken, ich nehme das Wort vom Kreuz. Es wird mich retten. Was aus dem kann entstehen, was für Gemeinden aus dem sie entstanden und immer noch neu entstehen, ist eine unglaubliche Bestätigung von dieser Wahrheit. Der Glaubensgehorsam, das ist das, was Gott von uns erwartet, wie vom Noah. Und dann kommt man dann vielleicht zu dem Wort, das die Juden alle sagen. Wer ein Mensch rettet, rettet die ganze Menschheit. Ich wünsche euch einen schönen Tag.